unangenehme Stories und Fakten über mich. Ich bin mal gespannt, was Nati Unangenehmes über sich zu erzählen hat. Wenn sie etwas hat, was ich auch mal so erlebt habe, dann erzähle ich das natürlich auch. Aber sonst behalte ich natürlich alles von mir. Ich bin nämlich einer, der liebt Privatsphäre. Kappa. Und er zoomt halt richtig so auf die Bilder an, schaut sie ganz genau an, zoomt dann bei der Unterhose und so an. Heute zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin gestern angekocht und habe einfach mal random unangenehme Fakten von mir aufgeschrieben. Beziehungsweise es könnten auch Stories sein, die mir passiert sind oder so. Ich dachte, das könnte ganz lustig werden und es hat sehr viele Stories oder Fakten auch dabei, die vielleicht auch meine Kolleginnen wissen, vielleicht auch meine Familie nicht weiss. I don't know, es wird... Oh ne. Gesundheit! Merci vielmals, danke vielmals. Vielleicht habe ich tatsächlich ganz wenig Heuschnupfen. Mal richtig unangenehm. Und ich hoffe, es sind jetzt alles irgendwie Fakten und Stories, die ich jetzt noch nie irgendwie auf YouTube erzählt habe. Ich glaube es. Aber ja, macht euch jetzt auf den Cringe gefasst und ich will gar nicht labern, sondern wir fangen einfach mit dem Video an. Let's go! Und zwar fangen wir mit dem ersten an und es ist mir irgendwie so unangenehm. Also für die in Zürich wissen, vielleicht auch sonst in der Schweiz, die wissen, dass es im Kanton Zürich zwei Pfäffiken gibt. Pfäffiken Schweiz und Pfäffiken, ja vor allem Ja, klar, ich gerade sagen. Pfäffiken Schweiz ist auch Zürich, oder? Pfäffiken Schweiz ist Zürich. Man kennt sie. Das könnte man aus Meme machen. Das ist im Kanton Zürich. Oh, ich bin so dumm. Auf jeden Fall, es gibt Pfäffiken Schweiz und Pfäffiken Zürich. Das sind zwei verschiedene Pfäffiken. Und ich habe das nicht gewusst. Ich habe das erst gecheckt, als ich ins Gymi gekommen bin. Weil eine Kollegin von mir im Gymi wohnt halt im Pfäffiken Zürich, also in der Nähe von dort. Und ich so, mega nice, du warst ja beim Alpamare. Ja, es ist richtig peinlich. Vor allem, ich war dort 16 gewesen. Naja, wir kommen zum nächsten Fakt. Da muss ich jetzt wirklich sagen, ist nicht ein peinlicher Fakt. Unangenehm oder peinlich ist jetzt die Story wirklich nicht so gewesen. Also, dass man das nicht weiss, keine Ahnung. Oh, jetzt kommt eine Story, die ist mir irgendwie auch so unangenehm. Und zwar bin ich mal am Bahnhof gewesen, und dort hat mich halt das Mädchen erkannt. Ja. Und nachher so mega herzig, sie ist zu mir gekommen, hey, ich kenne dich, bla bla bla. Und I don't know, wie ich auf die Idee gekommen bin. Aber ich habe irgendwie gedacht, so, wir können uns noch umarmen. Ich weiß nicht warum. Weil vor allem dort war es noch so ein bisschen, ich sag mal, neu gewesen, dass man mich erkannt hat irgendwie auf der Straße. Also ich bin... Abgehoben, Digga. Abgehoben jetzt. noch nicht so damit konfrontiert worden. Und keine Ahnung, man sieht doch immer so bei so Glows und so, dass sie die einem umarmen und so. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das einfach so gedacht, dass das so passiert. Und ich will sie dann so umarmen. Und sie läuft einfach so weg. Also sie hat nicht gesehen, dass sie will umarmen. Und ich laufe einfach so. Und es war so richtig unangenehm. Und jetzt kommt das grosse Problem. Ihre ganze Klasse ist dort gestanden und hat es halt gesehen, dass sie mir einen Chor gegeben hat. Oh, es war so unangenehm. Also, man hat schon... Ja, das war wahrscheinlich schon eine unangenehme Situation gewesen, aber wenn meine Zuschauer mir mal sehen, ich hätte damit rechnen, ich tue euch nicht umarmen. Ich umarme euch nicht. Aber jetzt... Auch jetzt mit Corona, Morona und so weiter und so fort. Und auch generell in der ganzen Zukunft jetzt mache ich einfach den hier. Zack. Boom. Der hier, fertig. Wir machen keinen intimen Kontakt. Ich will nichts mit euch anfangen. Wir können zusammen reden, aber wir gehen nicht zusammen in die Kiste. Komplett abgehoben, Digga. Ich habe gemerkt, dass es der Klasse aufgefallen ist, aber es ist nachher nicht mehr passiert zum Glück und ich bin dann nachher auch in den Zug gestiegen. Aber es ist gleich einfach richtig eine unangenehme Story. Wir kommen wieder zu einem Fakt, den ich auch noch nie irgendwie erzählt habe, wo irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist es mir unangenehm, obwohl es gar nicht so schlimm ist, aber ich weiß nicht, ich muss meine Haare so selten waschen, weil sie so selten fettig werden. Also ich muss ohne Witz 2-mal in der Woche meine Haare waschen. Es gibt ja Leute, die jeden Tag, jeden zweiten Tag ihre Haare waschen, weil sie so schnell fettig werden. Also ich tue noch 3-mal duschen bis Weihnachten. Den Witz hat noch niemand gehört, oder? Hey! So ein typischer Witz von so Familienvätern bei so Familienfesten oder so. Und ich kann einfach gar nicht 4 Tage lang ohne Haarwäsche auskommen, sie sind nicht fettig, darum, ja. Ich weiß gar nicht wieso, es war irgendwie schon immer so gewesen. Und vielleicht haben sich meine Haare dann auch daran gewöhnt. I don't know. Aber keine Angst, ich wische meinen Körper schon mehr als nur 2-mal in der Woche. Vielleicht wissen das die einen gar nicht, aber ich bin wirklich ein mega sensibler und nachträglicher Mensch. Also, aber wirklich mega. Ahnung, wenn mir jemand etwas Böses sagt oder wenn ich jemanden verletzt habe oder wenn ich keine Ahnung, jemanden sauer gemacht habe,
dann bin ich extrem emotional. Also ich mache mir dann die ganze Zeit darum Gedanken, es geht mir gar nicht aus dem Kopf. Ich kann mich mit nichts anderem mehr beschäftigen oder mich konzentrieren. Und ich weiß nicht, ich bin einfach irgendwie mega dünnhütig und bin irgendwie gar nicht so stark, wie ich jetzt vielleicht nach außen wirke. I don't know. Ja, also ich glaube, das hat nicht unbedingt etwas mit dünnhütig zu tun oder mit stark oder nicht stark. Ich glaube, das ist mehr so, ich bin auch extrem, oder ich habe das Gefühl, wenn ich jemanden mit einem negativen Gefühl hinterlasse, irgendwie, wenn ich Streit habe mit jemandem oder irgendetwas so, dann kann ich das hure schlecht einfach akzeptieren oder so. Also kann ich das wirklich nicht gut, oder tue ich wirklich lange darüber nachdenken und so und will das wirklich regeln mit der Person und einfach mit der Person besprochen haben und nicht so etwas hängig haben, also nicht die Negativität noch in der Luft haben, weil dann geht es mir irgendwie nicht gut. Also ich möchte wirklich einfach Probleme lösen und über das Zeugs reden, wenn das Problem da ist, über das reden und nicht irgendwie das ansprechen und eins nicht zusammen lösen. Also es ist mir wirklich auch wichtig, mit den Personen über das Problem zu reden. Wenn ich ein Problem mit etwas habe, rede ich über die Person, aber ich erwarte auch von den anderen Leuten, dass sie, wenn sie ein Problem mit mir haben, oder wenn ich etwas nicht gut gemacht habe, oder irgendetwas so, erwarte ich auch, dass sie zu mir kommen und mir sagen, ja, das und das ist nicht gut, dann wollte ich einfach über das geredet haben. Und das einfach aufklären und sagen, ja, dann kann man das einfach regeln. Und das finde ich wichtig. Und finde ich, zeugt nicht unbedingt von Schwäche, sondern zeugt eher, glaube ich, von Stärke, dass man das aufklären und dass man nicht Streit unbedingt mit jemandem haben. Weil eben Streit und Negativität und so, das habe ich logischerweise auch nicht gegeben. So, wir kommen wieder zu einer Story. Und zwar, vielleicht wissen Sie eigentlich, ich mache momentan eigentlich recht aktiv TikToks, oder ich probiere es zumindest. Und es war ja auch bei SRF Youngbrands das Thema TikTok und dort musste ich halt ein TikTok machen. Auf jeden Fall wollte ich halt wissen, wie man das TikTok abspeichern kann. Und für das müssen wir es halt wie privat posten. Und ich wollte halt schauen, ob das geht, also nachdem es privat veröffentlicht hat, ob man es dann immer noch ganz veröffentlichen kann. Also, was habe ich gemacht? Ich habe so ein richtig, I don't know, was in meinem Kopf war, also ein richtig hässliches TikTok aufgenommen, also weißt du, von meinem Face, so und I don't know, was ich gemacht habe. Also wirklich. Aha, so, okay, jetzt kann ich es mir vorstellen, wie das TikTok war. Richtig cringe. Ich habe das privat veröffentlicht, damit ich schauen kann, ob man das speichern kann. Und ich kann natürlich auch schauen, ob man das veröffentlichen kann. Also habe ich das für, keine Ahnung, wirklich 1 Sekunde öffentlich gestellt. Also wirklich nur 1 Sekunde. Also weißt du, ich bin nicht in den Sinn gekommen, dass ich einfach das TikTok machen kann, wo man nur schwarz sieht. Nein, ich habe richtig hässlich meine Fresse zeigen. Und jetzt kommt der Cringe, obwohl es nur 1 Sekunde online war. Es war nur 1 Sekunde online. Oder? Ich kann mir nur vorstellen, dass jetzt irgendein komischer Flex kommt. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Vielleicht 5 oder so, also wirklich, ich habe es gerade wieder runtergenommen. Hat mir nachher irgendwie, I don't know, 10 Leute auf Insta geschrieben, oh mein Gott, hast du das TikTok gepostet? Hast du das nicht posten? Und keine Ahnung, es war einfach unangenehm as fuck gewesen. Und ich habe mich so geschämt. Weird Flex. Wir leben wirklich im 2020. Wenn das unangenehm ist. Und ja, vor allem ich habe das TikTok, als ich es aufgenommen habe, ich habe es einfach gerade öffentlich gestellt, ich habe es mir selber nicht mal angeschaut. Also die haben jetzt ein TikTok gesehen, das richtig cringe ist, wenn ich selber nicht mehr weiss, wie es aussieht. Ich bin wirklich ein richtig komischer Mensch. Also ich komme immer, wenn ich irgendwie Freude habe oder wenn ich irgendwie, I don't know, ich weiss nicht, wie man das sagt, aber ich komme einfach so einen mega Adrenalinschub über. So ein, ja, keine Ahnung, ich meine, ich habe ADHS, aber das habe ich eigentlich nicht. Ich mache ein Beispiel. Ich schaue einen Film und in dem Film passiert irgendwie etwas mega krasses. Ich habe zum Beispiel letztens so einen Film geschaut und immer so bei so gewissen Highlights, wo so etwas mega so, oh mein Gott, ja! Was schon hier? Das könnten wir machen aus unserem neuen 5-Heady-Mode. Unser persönlicher 5-Heady-Mode, oder? Oh mein Gott, ja! Da muss ich mega geeksen. Das ist nicht so dumm. Ich weiss nicht warum. Ich komme einfach immer dann so einen Anfall über und ich muss so... Ich kann das nicht erklären. Ich bin wirklich irgendwie... Es ist mir wirklich irgendwie unangenehm, das zu zeigen. Und ich muss sagen, ich kann es irgendwie gar nicht richtig erklären. Egal, wir kommen zum nächsten Fakt. Unangenehm. Ich habe den Fakt überhaupt nicht verstanden. Ich habe nicht gecheckt, was sie mir sagen wollten. Aber auf jeden Fall... Ja, unangenehm gewesen, ja. Oh, jetzt kommt eine absolut legendäre Story. Und ich muss sagen, es ist so hässlich. Also wirklich, keine Ahnung, was dort gelaufen ist. Auf jeden Fall, ich bin im Zug gehockt. Ich bin so in einem Zweierabteil gehockt und vor mir war halt zumindest ein Viererabteil, also so könnt ihr es euch vorstellen. Und in dem Viererabteil ist halt eine Person gehockt, so eine männliche Person. Und sie hat halt den Rücken zu mir gehabt, also ich habe das Gesicht von dieser Person nicht gesehen. Weil man kann ja so durchschauen bei den Lehrern von diesen 2 Stühlen, vielleicht checkt ihr, was ich meine. Und plötzlich schaue ich so vorne und ich sehe so, wie der Dude, also
wie soll ich das erklären? Er hebt so sein Handy. Mein Handy. Also so richtig obvious, dass ich da durch den Schlitz kann auf sein Handy schauen kann. Und ich stehe halt auf das Handy. Ich sehe so einen Mann, ich nehme jetzt mal an, dass es er selber ist. Oben ohne, halt nur mit Unterhose. Und er zoomt halt richtig so auf die Bilder an, schaut sie ganz genau an, zoomt er bei der Unterhose und so an. Also es ist wirklich übel hässlich und ich gerade so, oh mein Gott, what the fuck. Und dann schaue ich wieder vor, er hat immer das Handy so vor sich und dann sehe ich einfach Bilder von seinem Also er hat wirklich, ich mir vorstellen, er ist so im Zug gehockt und zoomt so an Bilder an von seinem Ding halt. Und ich habe gedacht, ich sehe nicht mehr recht, Alter. Ich bin so verschrocken. Ich habe wirklich auf einmal so Angst gehabt. Ich habe wirklich so Angst gehabt und ich habe einfach am liebsten aus dem Zug. Weil ja, aber ganz ehrlich, so Typen sind grusige Leute. Also solche Leute, die, also, wieso? Ich weiß nicht, ob er es mit der Absicht gemacht hat, jetzt den Nati die Fotos zu zeigen, weil er gewusst hat, es ist ein junges Mädchen hinter mir, jetzt zeige ich die Fotos so. Aber auch sonst, wenn du irgendwo in der Öffentlichkeit solche scheiß Tier, die schießt oder so, wenn er auf privat irgendwie Bilder von sich macht, von seinem Schwangel, das ist das okay. Aber so finde ich das wirklich sehr, sehr, sehr weird. Das macht man nicht, das ist wirklich unterste Schublade. Und der Typ ist einfach Schmutz. Next Level Flirting, ja genau, ja. Ich weiss noch ganz genau, als er reingelaufen ist, ist so komisch gewesen, er hat mich so angeschaut, so... Also, ich kann das nicht nachmachen. Aber es ist einfach wirklich, es ist mir so... Oh, aber das ist nochmal grusiger, wenn er so etwas gemacht hat. Also wirklich, solche Männer, die regen mich einfach grusig auf. So unangenehm gewesen. Ich habe mich irgendwie, obwohl ich keinen Kontakt mit dem Dude hatte, weil er ja weiter vorne gekocht ist, habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, er macht sich jetzt mega geil über das. Es war mir so unangenehm auf einmal. Und zum Glück ist er in meine Station gekommen, heisst, ich konnte raus, also ist alles gut gewesen. Das ist wirklich extrem. Ich habe gar nicht, also weißt du, ich als Mann bekomme das gar nicht so wirklich mit, dass es solche, ja, wie kann man dem sagen, dass es so im ganz kleinen Rahmen so kleine sexuelle Belästigungen gibt auch im Alltag von Frauen. Das habe ich nicht gewusst und das finde ich wirklich grusig und das finde ich wirklich, das wünsche ich niemandem. Aber gleich, ich habe einfach gedacht, so what the fuck. Jetzt kommt aber die Story, wo ich mich irgendwie so schäme im Nachhinein, was mir so unglaublich leid tut. Und zwar bin ich am Zürich HB und wollte heimgehen. Und kurz bevor ich die Rolltreppe hätte runter können, wo mein Gleis ist dann Dude rennend von hinten auf mich zugekommen. Ich hatte noch einen Kopfhörer drin und er tippt mich halt so an. Und ich bin irgendwie so verschrocken, weil, I don't know, ich habe irgendwie nicht genau gewusst, was der will. Und sein Kollege ist irgendwie auch daneben gestanden. Auf jeden Fall hat er halt so gesagt, so, hey, ich habe dich gesehen, wie du da durchgelaufen bist und du gefällst mir mega und so. Und im Nachhinein, es ist echt mega herzig. Ich meine, gibt es irgendeinen Dude draussen, der sich wirklich getraut, um in der Öffentlichkeit so jemanden ansprechen und so wirklich sagen, hey, du gefällst mir und so. Also ich wirklich eigentlich Hut ab von dem Dude, weil ich glaube, es gibt so viele da draussen, die sich das nie getrauen würden. Und ich habe mich im Nachhinein so geschämt auf meine Reaktion. Ich bin im Zug eingestiegen und ich habe mich so geschämt. Auf jeden Fall, ich habe halt den Kopfhörer genommen, er hat das eben gesagt. Und ich bin so verschrocken, ich hätte das nicht erwartet. Ich bin so perplex gewesen. Ich habe aus Reflex einfach gesagt, sorry, ich habe einen Freund. Und habe den Kopfhörer wieder rein, da mit der Rolltreppe runter. Ich bin so verschrocken, ich habe einfach das aus Reflex gesagt, weil ich irgendwie nicht gewusst habe, wie ich mit dieser Situation umgehe. Ja, schon eine weirde Sache. Also es ist wirklich eine weirde Sache, wenn einfach einer auf dich zugerannt kommt. Weißt du, siehst nicht einmal, dass jemand kommt und so. Und dann sagt er, ja, du gefällst mir, dies, das. Das ist schon ein bisschen weird, also muss man gleich schon sagen. Weil wenn er jetzt irgendwie gesagt hätte, du bist hübsch, hätte ich auch Danke sagen können. Und du gefällst mir, ist für mich so mega näher gekommen und ich kann irgendwie nicht mit dem umgehen. Aber ja, wie gesagt, im Nachhinein, ich bin nachher in den Zug gestiegen und habe mich so geschämt, ich bin am liebsten mal zurückgegangen und gesagt, hey, mega mutig von dir, es tut mir leid und so. Ja, ja, aber es ist jetzt wirklich, also das ist jetzt auch nicht so unangenehm, muss man sagen. Das ist jetzt nicht so unangenehm. Das ist eher vom anderen Typ her unangenehm. Für ihn wahrscheinlich dieses andere unangenehm. Ja, einer kommt einfach abgewiesen mit, ich habe einen Freund. Zum nächsten Fakt, und zwar ist mir das schon 3-mal passiert in der Schule. Ich glaube 3-mal oder 2-mal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiss nicht, wie mir das passieren konnte, ob das auf einen Schlag passiert ist oder ob das immer mehr geworden ist. Was hat sich der Dude gedacht? Sag doch einfach, Mashallah, einfach die Hübsche. Ja, der Typ hätte einfach sagen, Mashallah, einfach die Hübsche. Nati hätte jemand anders geantwortet. Auf jeden Fall hatte ich einen richtig fetten Riss
in meinem Arsch gehabt, bei meiner Hose. Okay? Und mir ist halt nicht aufgefallen. Ich bin einfach weitergelaufen und Mara war immer die, die mich dann halt darauf aufmerksam gemacht hat. Und Mara war damals irgendwie gefühlt 3 Köpfe kleiner als ich. Und das Einzige, was meine Möglichkeit war, ist, dass ich ihre Leggings anlege. Und ich kann euch mal vorstellen, wie es ausgesehen hat können, dass ich Leggings anlege. Aber Real Talk, meine Hosen sind ja schon gerissen. Also meine Hosen sind ja schon ein paar Mal gerissen, wenn ich so ein bisschen irgendwo hergelaufen bin oder so. So ein bisschen so, irgendwo so krass, so. Und dann einfach meinen Arsch gezeigt. Dann habe ich auch schon gesehen, dass der andere gerissen bei mir. Ich bin nämlich auch thick. Von einem Mädchen, das 3 Köpfe kleiner ist als ich, okay? Ich habe gemeldet des Todes wahrscheinlich. Aber ja, ich glaube, ich habe irgendwie noch meine Jacke umgebunden, von dem her ist irgendwie alles dann gut gegangen. Aber es ist mir einfach schon mehrmals passiert. So, ich merke irgendwie gerade, dass es schon jetzt... Ja, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Also, dass die Hose reißt und so, das kann auch mal passieren. Man einfach, dass es so macht... Und dann hast du die Hose gerissen. Wahrscheinlich tun das so die Hose reissen, oder? Es recht viele Fakten waren und das Video irgendwie richtig lang wird. Darum ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht kann ich auch einen zweiten Teil von dem machen, weil ich habe noch ein paar weitere Fakten, die ich aufgeschrieben habe. Also wenn ihr das wollt, gebt euch unbedingt einen Daumen nach oben, dann sehe ich das, dass ihr einen zweiten Teil von dem wollt. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt. Das ist sehr wichtig, weil genau jetzt, wo ich das Video aufnehme, oh mein Gott, wir haben einfach 15'000 Abonnenten erreicht, was einfach nur fucking crazy ist. Und ich bin auch so fest dankbar. Kuss für 15'000 Abonnenten, Nati. Sehr, sehr geil. Und Nati, seitdem sie 15'000 Abonnenten hat, ist ja die Businessfrau. 10 Minuten, 17 Sekunden gibt das Video. 5 Head Move. Aber sie hat gar nicht Werbung geschaut, oder? Sehr, sehr cooles Video, Nati. Ich gebe dir natürlich ein Like. 1000 Likes schon da. Sehr, sehr geil. Und übrigens, Leute, ich habe auch da die 15'000 Abonnenten. Darum abonniert mir doch auch auf dem Hauptkanal. One is the loneliest number that you'll ever do.